of light that beamed so deep has vanished for no reason, and now I'm trapped within a never-ending nightmare that haunts me for so long. I always search for answers, for those that prove me wrong. Ich hab's. Ah. Mission abschließen. Ah, herrlich. Commander, Sie haben es geschafft. Die Abriegelung ist aufgehoben. Sie können jetzt in die Atlas-Station eindringen und diesen Albtraum beenden. Sie müssen den Hauptserverraum finden, um das VI-Experiment zu beenden. Viel Glück. Ach ja. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Nö, danke. Ah, das ist ein Datenpaket. Siehst. Ein weiteres Cerberus-Datenpaket wurde geborgen. Bleiben noch 2. Ja, wir holen uns zuerst die Datenpakete, die gesagt, die müssen wo sein? Ja. Ich hab sicher irgendwas übersehen. Nein, wir machen das heute fertig. Und in der nächsten Episode werden wir uns dann die Frechheit erlauben und werden uns Jack holen. Genau. Ich scheiß doch auf das Datenpaket, ehrlich. Wohin? Jetzt gehst du mit. Ja, über der Betäubungsschuss. Ein massiver Schlag, der Feinde mit knochenbrecherischer Gewalt zurückwirft. Super. Aber bei ihr muss ich noch warten. Ja.
Verstand meines Bruders eine Behinderung. Das hat sich heute geändert. Sein Autismus ist der Durchbruch, nach dem ich gesucht habe. Er kann mit dem Geth kommunizieren. Dieses unfassbare Verständnis für Mathematik. Auch im 22. Jahrhundert gibt es also noch glückliche Zufälle. Aha, du musst aber pestperverses Sau sein. Man, der Ansatz ist ja eigentlich löblich oder redlich, aber naja. Warum gerade immer mit außerirdischen Lebensformen? Das kapiere ich nicht. Archenlog 157,8. Wenn ich keine Ergebnisse liefere, dreht der Unbekannte uns nächste Woche den Hahn zu. Ich habe keine Wahl. Oh, Ich schließe David direkt an das neurale Netzwerk der Geth an. Vielleicht kann er sie ja beeinflussen. Die Gefahr dürfte minimal sein. Wahrscheinlich macht es David sogar Spaß. na gut. Das ist ein relativ kranker Gedanke. Wir könnten den Typen könnten wir für einen Hentai-Porno nehmen, dass wir sie von Tentakel durchmassieren lassen. Und dann schauen wir mal, was er für Spaß gehabt hat. Ebene 2 erreicht. Aha. Führe Zersetzungssimulation. Reset des Fahrstuhls durch. Ebene 2 erreicht. Ebene 4 erreicht. Ebene 6 erreicht. Systemfehlfunktion. Führe Reset des Fahrstuhls durch. Wir wurden Hä? entdeckt. Ebene 2 erreicht. Sicherer Computer. Führe Reset des Fahrstuhls durch. Zutrittsfreigabe 3 erforderlich. Ebene 3 erreicht. Ebene 6 erreicht. Systemfehlfunktion. Ebene 3 erreicht. Ebene 6 erreicht. Systemfehlfunktion. Ebene 3 erreicht. Ebene 6 erreicht. Ebene 5 erreicht. Ganz. Ebene 7 erreicht. Ich habe keine Schiff. Das muss wehtun. Ja, es tut aber weh. Im Angesicht meines glänzenden Arsches. Scheiße. Was anderes machen. Geh Bin auf aber- Station. Ich bin aber woanders beschossen worden. Feindliche Drohne.
Reizkreuzer dirken nochmal. Ah. Na, siehst du, jetzt haben wir es benannt. Der immer in Videospielen Wege weiß markiert, ist da ums Leben kommen. Siehst? Also in Zukunft brauchen wir uns darum keine Sorgen mehr machen. Mhm. Ebene 6 erreicht. Kontaktieren Sie bitte das Wartungspersonal. Dieser Fahrstuhl ist außer Betrieb. Bitte benutzen Sie einen anderen. Namen registriert. Machen Sie bitte alle Zigaretten aus. Dies ist eine nicht normale Lage. Ich Ach. hab Sie. Geist ist mir ebenso fremd wie der eines Aliens. Alles wird passieren, wenn wir die Verbindung herstellen. Aber ich muss es versuchen, oder etwa nicht. Brauchen wir alle nicht. So. Das sieht interessant aus. Warnung. Bremssystem offline. Erhebliche Verletzungsgefahr. Raffiniertes Palladium. Das ist sehr raffiniert, dass das da liegt. Ah, da ist schon wieder. Scheißen. Das war zwar mehr Klick als Verstand. Scheißen, wo ist das? Wo ist das? Hallo? Boah. Bist du deppert, das war jetzt knapp. Bereit machen. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Knopf einen Reaper ruft. Entkommen Sie aus der virtuellen Umgebung. Das ist aber irre geil gemacht. Wurzel aus 910 ist 30,1. Wurzel aus 920 ist 30,3. Uns läuft bei diesem Projekt die Zeit davon. Wir haben keine Alternativen mehr. Wie weckt man die Aufmerksamkeit? Sollte ich einen Schnitt machen, weil jetzt die Episode schon zu lange geht, dass ich ja gleich Thumbnail habe, gell? Also bitte nicht böse sein. Perfekt. Schärfe aus, brauchen wir alles nicht. Machen wir so. Die Bewegungsunschärfe tragen wir wieder zurück, aber ich weiß, das ist lästig, wenn ich das da immer mache, aber was wie das ist. Ich habe es ja eh schon erwähnt, ich habe nicht unbedingt Kenntnisse von Photoshop.
So. Perfekt. Weiter geht's. Der Roboter sagt Hallo. Heureka. David, du kannst Wunder vollbringen. Störung untersuchen. Wurzel aus 930 ist 30,5. Wurzel aus 940 ist 30,7. David, kannst du meine Notizen zu dem Experiment vom Donnerstag wiederholen? Wurzel aus 950 ist 30,8. David, pass bitte auf. Laut. Es wird laut hier drin. Tut mir leid, das hast du nicht verdient. Würdest du bitte meine Notizen zu dem Experiment vom Donnerstag wiederholen? Log 137,3. Das Experiment ergab für den Gehorsam der Geth keine erkennbaren Muster. Ende des Diktats, David. Verdammt, der Unbekannte wird dafür sorgen, dass mich das meinen Kopf kostet. Danke. Und wie geht es dir heute? Wurzel aus 960 ist 30,98. Ohrstöpsel wären gut. Wo sind da Energiezellen? Ah, da hinten. Mal schauen, ob es der was bringt. Na gut, das ist schon ein bisschen heftig. Was ist da? David, ich möchte, dass du dem Geth befiehlst, einen Schritt nach vorn zu machen. Wie macht er das? David ist ein mathematisches Genie. Sein autistischer Geist versteht die Sprache der Geth in ihrer Grundstruktur und ahmt ihrer Phonetik nach. Die Zuweisung von Bedeutung ist dann für sein fotografisches Gedächtnis nur noch ein Klacks. Er ist buchstäblich ein menschlicher Computer. Und Sie glauben wirklich, dass er mit dem neuralen Geth-Netzwerk interagieren kann? Absolut. Ist das überhaupt sicher, Doktor? Es kann nicht schaden, das herauszufinden. Ach du Scheiße. Ah. Aber warte mal. Der war eigentlich auch relativ nützlich. Aber wo müssen wir jetzt weiter da? Sehr gut. Ein bisschen Muni. Warnung. Maximale Tragkraft des Fahrstuhls überschritten.
Geh Scheiße. Warnung. Maximale Tragkraft des Fahrstuhls überschritten. Na komm, 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 komm. Ich kann die Muni mitnehmen. Was ist da noch? Wurzel aus 910 ist 30,1. Wurzel aus 920 ist 30,3. Wir sind bereit. Öffnen Sie eine Verbindung zum Geth-Netzwerk. David, nicht! Sagt dem Geth, er soll aufhören! Knoten erfasst. Normandy SR2 ist in Reichweite. Versuchen, Verbindung zum Hochladen herzustellen. Hä? Okay, ich bin aber auch schon durch den ersten Teil relativ gut gelevelt, sag ich mal, ne? Brauchen wir gar nicht reden. Ziehen Sie den Stecker! Die Vulkanstation soll die gesamte Energieversorgung abschalten! Es ist zu spät. Wir haben keine Kontrolle mehr. Versuche, Verbindung zum Hochladen herzustellen. Ah, da. Verbindung unterbrochen. Oh, bitte mach, dass es aufhört. Warten Sie! Commander! Ich bitte Sie, überstürzen Sie nichts. Sie sollten für all das verdammt gute Gründe haben. Ich dachte, ich hätte die Kontrolle. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Ich habe seine Erinnerungen gesehen. Er hat sie angefleht, es nicht zu tun. Ich war verzweifelt. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Und wie viele sind für dieses Projekt bereits gestorben? Zu viele Seelen, als dass ich dafür Vergebung finden könnte. Aber ich werde mich nicht für meine radikalen Ideen entschuldigen. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Cerberus wird ihn nie in Ruhe lassen. Ihr Bruder wird immer eine Laborratte bleiben. Aber eine Laborratte, um die man sich gut kümmert. Zumindest wird er am Leben sein.
Sie opfern also für Ihren eigenen Ehrgeiz das Glück Ihres Bruders. Wurzel aus 910 ist gleich 30,1. Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Ruhe. Bitte mach, dass es aufhört. Ich habe genug von Ihren Grausamkeiten gesehen, um zu erkennen, dass er hier nie frei davon sein wird. Ich nehme ihn mit. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe! Er ist zu wertvoll! Wenn Sie auch nur daran denken, Ihren Bruder zu holen, wartet eine Kugel auf Sie. Und dann werden wir sehen, wer hier wertvoll ist. Wohin bringen Sie ihn? Zur Grissom Akademie. Dort wird besonderen Fällen wie David geholfen. Und zwar ohne Folter. Joker, nehmen Sie Kontakt mit der Akademie auf und sagen Sie, wir hätten hier jemanden, der Ihre Hilfe braucht. Zu Befehl, Commander. Der Unbekannte soll mich ruhig feuern, wenn ihm das nicht passt.